Es geht weiter hier bei One Piece, Onion World Red. Ja, der Kampf gegen Red oder auch Redfield, der rote Krater, war ja mal richtig übel. Und naja, wie es jetzt weitergehen soll hier in der Stadt, ist natürlich eine andere Frage, weil erweitert haben wir sie bereits ein bisschen. Trotzdem steht da immer noch, erweitert die Stadt. Also von dem her muss man natürlich schon mal fragen, was wir genau noch machen. Einfach weitermachen, bis alles fertig ist. Bin ein bisschen überrascht und verwirrt mir zusammen. Erstmal eine bessere Übersicht verschaffen. Wow, wieso er? Hallo? Der wurde gerade ein bisschen abgelenkt. Nochmal. Schon viel besser. Oh, die Aussicht ist gar nicht mal so schlecht. Zerstört das Piratenschiff? Okay, wieso eigentlich nicht? Kann ich da drüben vielleicht noch was machen? Könnte sein, wa? Weil wir natürlich jetzt eigentlich immer nur in diesem Teil der Stadt, aber da drüben gibt es doch auch noch ein paar Dinge. Wieso also nicht mal darüber gehen und mal uns ein bisschen umgucken? Ah, natürlich, weil es nicht geht, wa? Das ist natürlich ein kleines Problemchen, tja. Nö, da geht irgendwie gar nichts. Mal gucken, ist natürlich da unten noch einer. Eine schwach versehene Kreatur, man sieht etwas aus, mehr als du findest. Nö. Jetzt ein paar Bretter noch. Was sonst kann ich eigentlich nicht viel machen, wie es aussieht. Nö. Wir haben noch die Stadt, aber da gar keinen Bock mehr drauf. Wir haben doch bereits alles gemacht. Oh, den geht es irgendwie noch runter, wa? Achso, das ist Anfang der Stadt natürlich. Das ist ja nichts Neues, aber andererseits, ich weiß ja auch nicht. Irgendwie weiter kann ich auch nicht warten. Irgendwie sind das die gleichen 4 Kapitel. Ah ja, scheinbar gibt es ja sowieso irgendwie, glaube ich, nur 8, 9 Kapitel. Also sprich, das Spiel ist ja scheinbar doch nicht so lang, wie wir es irgendwie gehofft hatten. Naja. Mal gucken, was man noch alles machen könnte. Ui. Ja, das stimmt. Wir haben Ausbauen. Lalalala. Bring mir ruhig mehr davon. Blumen, Blumen, Blumen. Vielleicht findet es hier noch etwas Spezielles. Eigentlich nicht, immer noch erweitern. Da hieß was davon. Land entwickeln müssen wir echt erst alle hier machen. Natürlich ziemlich mies, aber ja, was will sie sonst machen? Strandmenü erweitern. Ach du Scheibenklar, es war zu erwarten, war. Und du hast das eine gemacht hast, kommt natürlich das andere noch. Land entwickeln. Entwickle das Land rund um die Stadt, sodass du den eröffnen kannst, neue Bewegungen möglich werden. Oh, Begegnungen, Bewegungen. Ja, könnte sogar das sein, wa? Wir produzieren Material-Items und können dann jetzt deine Angel verstärken. Das ist doch noch geil. Garten erweitern. Dann geht erstmal das hier, wa? War klar, was machen alles? Rustiger Schrot, großer Holzblock. Holzblock, finde ich denn das alles? Mal ganz kurz, da war noch irgendwas. Sicher neue Leute ein Abenteuer anziehen. Ah, könnte es vielleicht doch das sein, wa? Also muss Mission Nummer 1 machen. Vermutlich. Und das hat natürlich aber auch zuerst mal noch ein paar Quests. Also sprich, ich muss noch das Material erstmal suchen. Das gefällt sogar am besten. Kaufe-Items. Nee, geht so nicht. Ich könnte mal gucken, wenn ich jetzt natürlich Mäusejagd. Die Sturmratte. Ich überlege gerade, vielleicht kann ich hier sogar herausfinden, wo ich jeweils was finde. Sie gegen Gegner Karibu 3-mal. Toll. Eigentlich soweit auch nichts Neues, wa? Den Drachen besiegen. Der Rest geht noch nicht, das war irgendwie ja zu erwarten. Ja, ich überlege halt noch wegen dem ganzen Material, was ich jetzt hier brauche, weil ganz ehrlich, Holzblöcke und so groß haben wir bis jetzt noch gar keine. Das ist doch schon die Frage, wo finde ich denn die am besten? Wir haben ein Restaurant, okay, wir haben natürlich den Laden noch.
Nee, finde ich auch eher weniger was, wenn ich so suchen gehe. Das ist nur schon die Frage. Mache das am besten. Hier was finden. Schon Pato. Ne, Episode 4 haben wir bereits abgeschlossen soweit. Tutorial. Tagebuch. Tagebuch vielleicht noch etwas. Ne, auch nix. Die großen Holzblöcke finde ich die auch. 4 abgeschlossen. 5, 6, 7, 8. Vielleicht eine Secret-Mission noch. Gutes Timing. Alles andere Dinge. Schließen eine starke Stimmabfolge ab. Was? Wenn die Quest stärkste Welten sind oder weniger. Jetzt stärksten weniger. Oh. Ja, wir finden noch ein paar Dinge. Na gut. Dass man auch so nichts findet, aber da. Vielleicht eigentlich nur das. Keine Beute erhalten, stimmt natürlich. Ja, vielleicht ja hier im Lager noch, oder? Wäre vielleicht eine Variante. Das hier gucken könnte, Tasche organisieren. Nö, auch nix. Lageranzeigen vielleicht noch. Schon besser. Daraus gemacht werden, ja toll. Müll, rostiger Schrott. Ist natürlich toll, wenn wir das alles haben, aber mich interessiert da eigentlich eher. Material, na gut. Kann ich nicht irgendwie anzeigen, wo ich das gefunden habe? Nö, wa? Holzblock. Ja, aber die großen Holzblöcke halt. Das ist das Problem, oder? Erweitern, Land entwickeln, muss ich natürlich das machen. Holzblöcke, aber auch Artstücken, große von, aber gar keine. Hat ihr überhaupt schon mal davon? Ich glaube auch nicht, wa? Ja, ich weiß was, bringt sowieso nichts hier, müssen herumzuirren und vor allem zu suchen. Deswegen mal sagen, wir gehen trotzdem direkt weiter. Waffe da oben wieder, wenn es genehm ist. Ja, geht auch, gut. Das heißt, wir machen uns nochmal auf zur Fischmenscheninsel, denn dort haben wir doch das letzte Mal, sprich vor 2, 3 Parts, noch ein paar Holzblöcke gefunden, sondern die kleinen, aber egal. Und hoffentlich finden wir so einen Rest auch noch. Die gute Frage. Start dort. Meerjungfrauen oder Korallenhügel? Was mal hier war. Ne, gerne das Team bearbeiten. Das ist zwar cool, so wie es ist, aber wir können auch die anderen ein bisschen trainieren. Und zwar kommt jetzt mal Brooke noch rein. Dann haben wir den Namen ja noch nicht so richtig trainiert. Und die Nummer 3 dann haben wir so, wa? Die Strohhüte auf Achse. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, das Land erweitern muss, bevor es irgendwie weitergeht. Oh, Moment. Mir fällt gerade hier die Maus runter. Ist natürlich ganz toll. So, geht schon besser. Also, Brooks Fähigkeiten. Diese Musik. Schlaflied Flunge zu spielen, genau schlafen zu schicken. Brooks Spezialangriff der neuen Welt. Oh. Um Freunden zu helfen. Interessant. Nun gut, Brooke, los geht's. Was? Oh Mann, der Typ ist doch total crazy. Finde ich jetzt noch etwas? Nix. Wir brauchen Materialien. Wobei der eigentlich so besser ist im Schneiden, wa? So, Name ganz kurz, so kann sie noch. Name kontrolliert das Wetter. Gehen wir Blitz entdecken. Okay. Boing, boing, Alter. Weiche Korallen, nur gut, das wir ihn so erwarten. Ja, mit Namen zu zocken ist nur unbedingt so meins, aber kann auch klappen. Was, stehlen? Wäre natürlich eine geile Fähigkeit. Und tschüss. Wow, ich bin ziemlich schnell. Wow. Alter, und stehlen geht natürlich nicht mehr. Gestohlen, einfach so.
Alter, na gut, im Stillen ist natürlich sowieso die schnellste, das war ihnen zu erwarten. Und du kriegst schon auf die Mütze. Geht doch. Was krieg ich da? Salziger Tang. Das war nicht übel. Alter, die armen Fischmenschen. Ich stelle mir immer vor, wie es wohl gewesen wäre, wenn Nami jetzt gegen Arlong fighten würde. Der hätte gar keine Chance mehr gegen sie. Also so als Fisch oder im Wasser, natürlich schneller und kommt sie da mit ihrem Blitztempo und Tschüssikowski. Du. Das war so, geht vielleicht noch schneller, aber. Was? Na gut, ich kämpfe mal ein bisschen. Da kann ich hier die Items sammeln, weil ich alle. Naja, falls auch noch welche brauchen. Ach ja, das Holz. Du. Ach, die armen Fischmenschen, die tun mir so leid, gegen Zoo zu fighten. Muss ich so sagen, Zoo ist für mich sowieso noch ein bisschen Wunder. Also, ich meine jetzt ein Rätsel wohl eher. Ganz ehrlich, klar hat Jan auch 2 Jahre trainiert und so und ist jetzt eigentlich bereit für eine neue Welt, aber anhand des Mangas und Animes weiß ich nicht so recht, wie stark er wirklich ist. Er könnte sogar sein, dass er stärker als Ruffy ist. Also einmal gegen Hoodie Jones in was gegen ihn gewonnen, oder? Ganz nachher zwar gedopt und so, aber trotzdem konnte Ruffy ihn nur knapp besiegen irgendwie. Und dann auch danach auf Pankasatos gegen Mone und so, der Kampf gegen die Schneefrau, vielleicht spoilere jetzt ein bisschen, tut mir leid dazu. Wo es gegen Mone ging, so, kein Problem, Battles-mäßig, sie platt gemacht und Ruffy, ich meine klar, es ist eine Frau und so, und deswegen ist halt Ruffy so ein auch eher Gentleman-like. Und trotzdem Ruffy so Probleme mit ihr und Zoro hat sie 0, nichts platt gemacht. Vor allem die Angst eingejagt, das war so vor allem. Also von dem her, ich weiß nicht so recht, wie ich da Ruffy vor allem einstufen soll. Ich meine, klar, Ruffy beherrscht Hao Shoku und auch eigentlich alle 3 Haki-Arten, weil so war es bis jetzt eigentlich nur, dass er Muso Shoku beherrscht, sprich das Rüstungshaki, aber auch Kenbun Shuko und auch Hao Shoku drauf hat. Also sprich Königshaki, glaube ich, zwar bei ihm eher weniger, aber Kenbun Shuko könnte durchaus sein. Jetzt wird es Sinn ergeben. Als Schwertkämpfer. Das ist schon ein bisschen von Vorteil, wenn du da die Angriffe deiner Gegner voraussagen könntest. Y zweimal X, irgendwie klappt es gar nicht. Ach, egal. Du, wir sammeln schön Materialien ein. Ja, vielleicht ein bisschen langweilig, Leute, aber was willst du machen? Ne? Was man die Holzblöcke und so brauchen. Und ein bisschen Korallen kann ja auch nicht schaden. Und sind bereits in den ersten Fuzis wieder. So schnell kann es gewisse Karte überhaupt. Jetzt bin ich natürlich da noch. Ich könnte zur Angelstelle gehen, aber irgendwie. Ist alles noch Korallen oder hat es da oben noch etwas? Ich meine, da war ich schon, wa? Ja, war ich schon. Sonst aber eigentlich auch. Ich würde sagen, wir gehen ins nächste Gebiet, oder? Wird, denke ich, sicher die beste Lösung sein. So, sind wir also schon hier. Holz und so eigentlich die Fässer. Dort müsste vor allem dann natürlich Holz vorhanden sein, was natürlich sowieso sinnvoll ist und logisch. Also natürlich, man zockt irgendwie Anno 14.0 für Venedig, weil dort wäre es eher Holz und Eis. Nur mal so. Ach, by the way. Einmal ganz kurz. Zack. Holzblock, sehr gut. Da können Kisten. Aber die Frage ist, wo kriege ich jetzt die großen noch her?
Ja, gute Frage, aber wo könnten die wohl sein? Vielleicht hier? Weiche Koralle, klar. Ist klar. Du. Der vielleicht? Nö, auch nix. Dann haben wir jetzt noch normale Holzblöcke. Teamattacke, kein Bock drauf, war. Nö. Wie scheint, haben die keinen Bock drauf. Ja, geht doch! Boom! Dreimal Holzblock. Oh, interessant. Groß sind noch keine. Was sind die denn bloß? Warte gerade. Insekt. Ah, vielleicht muss ich sogar so machen. Da kriege ich auch die großen Holzblöcke, also sprich die Items, die wir da bereits gesehen haben, bis jetzt aber noch nicht gefunden haben, nur durch unsere Spezialfähigkeiten. Sprich, wir müssen mit Lizard nochmal zurück. Ja, der Part ist zwar bald vorbei eigentlich schon. Wir könnten es aber theoretisch noch testen, weil wir sind sowieso bereits wieder fertig hier. Sprich, wir können wieder neues Gebiet wieder gehen. Flüssiges Eis aus einer Blase, ist klar. Nö. Nur normale Holzblöcke müsste also fast so sein. Spezialfähigkeiten unserer Freunde mit Lysop also hierhin zurück. Genau, und da geht es wieder zurück in die anderen Gebiete, oder anderen Teile wohl eher. Mach ich so wieder zurück, oder wie sieht's aus? Und einfach nächstes Gebiet, zack. Na gut, wir waren jetzt also auch schon, aber kann natürlich auch sein, dass wir jetzt so irgendwie noch sprich in ein Gebiet zurückkehren, wo bereits Endboss waren, dass wir hier... Wow. Ja, wo Endboss waren, dass wir hier halt auf neue Items stoßen. Und, da kam schon, ist er noch hinter mir, okay. Ich dachte Konter, nicht nur Schutz. Agro-Modus für den Arsch. Du. Stimmt, Level 1, Level 2. Ach so, aber vorhin gar nicht gesehen. Entschuldigung. War mein Fehler. Das heißt, wenn ich jetzt da den Einer starte. Da gibt es auch einen Agro-Mode, wa? Nur doch nicht. Das gleiche, Level 2 noch. Ah, interessant. Alles weiche Korallen. Alles nur weiche Korallen. Tja, bringt natürlich nicht sehr viel. Gibt es ja eigentlich sonst auch nichts. Dann doch mal ins nächste Gebiet, wenn es überhaupt noch geht. Achso, geht gar nicht. Das ist aber interessant. Gebiete, wo ich bereits mit Endboss nacheinander getroffen bin, sind natürlich unbegehbar mittlerweile. Gut, gibt irgendwie Sinn, weil zumindest jetzt dort, wo mit der Rob Lucius, sprich Ennis Lobby, wäre es ein bisschen schwierig gewesen. Bin ich jetzt wieder? Fischmenscheninsel, das war zu erwarten. Die kommen jetzt eigentlich wieder zurück, weil wir am Anfang zurück war. Aber so geht das. Ja. Ah ne, B verlassen, genau. Das S2 Start. Ist ja mal interessant, dass es sogar nicht klappt.
So, noch ein bisschen Holzblöcke sammeln. Du hast sowieso ziemlich viel. Na, was machst du? Wer bist du denn? Ich bin niemand, nur euer Untergang. Oh, Karibu, hallo! Holzblock, aber sonst nichts, wa? Alte Goldmünze. Einmal Holzblock, verdammt, hat irgendwie mit großer Holzblock. Okay, er will nicht. Hey, hallo? Bin einmal down, Mann. Die sind echt sowas von nervig. Das glaubst doch kaum. Und Bams, die Bams. Und schon wieder. Naja gut, kommen wir zu schnellen Holzblöcken. So, wir haben ganz kurz zum Abschluss des Parts noch. Level 2, wo ist jetzt der Holzblock? Ah, dort. Autsch. Das muss doch wehtun. Ah, muss zugeben, so hat doch noch interessante Techniken drauf. Da kommen wir wieder zurück. Also jetzt musst du noch weichen. Ach, die lieben jetzt sowas Technik, ist echt geil. Level up, für sie auch, für uns nicht. Oh, ja, wie scheiße. Ja, Freunde, würde man sagen, was sind wir für heute hier bei One Piece Unlimited World Red? Was halt die großen Holzblöcke betrifft, müssen wir halt gucken, wa? Wie es da genau aussieht, aber bis jetzt nur normale Holzblöcke, die großen fehlen ja immer noch. Und wo ich die finden werde, das erfahren wir hoffentlich dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.